Heute Hamburger. Das ist ein Berliner. Ich bin ein Berliner. Das ist ein Pariser. Und das ist ein Hamburger. Nee, nicht so einer, so einer. Und wie geht's so einem Hamburger? Im Moment total schlecht. Hat nämlich die Olympiabewerbung voll in den Sand gesetzt. Und warum ist das so gelaufen? Für den Hamburger ganz klar, Schuld ist immer das schlechte Wetter. Gibt aber kein schlechtes Wetter, sagt die Oma vom Hamburger, gibt nur schlechte Kleidung. Ziehst eine ordentliche Jacke an, fertig. Na gut, dann ist eben Dieter Wedel mit seinem doofen Bewerbungsfilm schuld, sagt der Hamburger. Nee, sagt die Oma vom Hamburger, erstens, der Bewerbungsfilm ist überhaupt nicht gelaufen und zweitens würde Titten-Dieter nie einen schlechten Film abgeben. Guck mal. Gut, sagt der Hamburger, dann frage ich mich, warum wir die Olympiade nicht gekriegt haben. Wir sind doch zu Fremden immer total freundlich. Außer, die kommen uns näher als 6,50 Meter. Wir wohnen in der allerschönsten Stadt der Welt. Okay, wir waren auch noch nie in einer anderen. Und Herzenswärme haben wir auch im Überfluss. Kriegt man an jeder Ecke. Ab 10 Euro aufwärts. Könnt ihr ja. Und trotzdem haben die doofen Ossis aus Leipzig das Rennen gemacht. Schweinerei. Hilft nix, muss der Bürgermeister ran. Aber erstmal schön den Frust weggespült und dann eine große Humoroffensive gestartet. Täglich 15 Stunden Ohnsorgtheater nonstop. Lernt der Hamburger mal richtig lachen. Und dann gibt's noch ein Spezialtraining. Hamburger gehen auf fremde Menschen zu. Erstes Jahr auf 4,10 Meter nähern. Zweites Jahr auf 2,30 Meter und drittes Jahr auf 1 Meter. Ups, hat sich der Hamburger übernommen und macht Rums. Und zum Schluss wird der schöne Rotklinker jetzt in der ganzen Stadt durchgesetzt. Wird Hamburg noch schöner. Klinker, Klinker, toll. Und nächste Woche endlich gelernt. Hamburger gehen auf fremde Menschen zu. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Klaus.